So, hallo zusammen. Salut, salut. Im Skyrim. Und ja, wir fahren gleich weiter. Wir sind im Bienenstich. In Riften. Ich habe mich ein bisschen anders angelegt. Ihr seid neu in der Stadt. Ich war noch ein bisschen im Schmieden. Also, das ist cool, das weckt einfach. Das sieht heiß aus, he? Das sieht cool Es gibt aus. nichts Schöneres als Haare habe ich noch zu angeln. andere Ihr solltet es gemacht. einmal versuchen. Das ist cool. Das ist cool. Also, wir wollten eigentlich da, genau, ermordet den Anführer der Silbernen Hand. Das können wir jetzt machen. Wenn ihr Hunger habt, Maries verkauft frischen Fisch. Mit dabei ist übrigens die Etja und Lydia ist der Tinger. Also gehen wir. Ich gebe euch Deckung. Aber ich will nicht in Nacht reisen. Irgendwie ist gegen Nacht, wenn ich rausgehe, durch mich. Ja, morgen. Mal. Ah, den habe ich schon gesehen, wo wir sind auf Riften reingekommen sind. Ich muss noch ein bisschen bequemer herhocken. So. Wir müssen in die Richtung, also gegen den Alten, ein bisschen Boden. Kommt ihr Mädels? Ja. Gut. Ja, es sieht heiß aus mit diesen Haaren. Und mit dem Kleid, der Rüstung. Ja, ist cool. So. Oh, das ist ein Mülli. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Ich biete keine Waren zum Verkauf an. Ihr solltet besser nach Rifton gehen. Es ist ziemlich ruhig auf dem Hof. Meine Frau und ich mögen die Einsamkeit. Ich verkaufe nicht Heizen, nee. Das dauert ein bisschen. So, das ist besser, he? Ich habe noch ein bisschen eine heisere Stimme, aber... So, die schauen, ob mein Schwert noch aufgeladen ist, übrigens. Oh, dem sollte man mal das Familienschwert zurückbringen, he? Das sehe ich gerade. Ja, die sind beide noch aufgeladen, das ist gut. Ja, etwas gehört. Ja, der, schau, der Tinger ist... Ja, machst du mir auch etwas? Nicht wirklich, he? Oh, Spinnen. Oh.
Das Frostbissgift nehme ich noch mit. Oh, was ist denn da innen los? Du? Eine Spinnenhöhle. Du? Hat er einen Hirsch geknabbert, he? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja. Oh, steht da oben, du? Hm. Das ist so ein Drachenhorst irgendwie. Das ist so ein Drachenhorst. Mädels, wollen wir einen Drachen töten? Zuerst. Hä? Komme ich dort durch? Hä? Was bist du für einer? Stray Dog? Hä? Ah, der kommt mit mir. Ja, jetzt habe ich einen Hund bei mir. Das ist doch cool. Hey, Sally da. Flo Schleuder. Jetzt kommst du mit mir, oder was? Der kommt mit, schau. Sally da. Ist doch cool. Wie soll ich dir sagen? Stray. Wie Doggy. Ah, das ist doch cool. Jetzt bin ich als ein feierliches Tröppchen durch mich. Ja, aber der kommt jetzt tatsächlich mit mir. Ja, der kommt mit mir. Ich kann den auch heimschicken, so. Und ihm sagen, was er soll machen. Hä? Cool. Cool. Oh, ein Bär. Oh, was ist denn dahinter? Es verbrennt Haus, du. Hä? Eine verbrannte Leiche. Was hast du da in den Händen? Rolle der Feuer oder Atronach-Beschwörung. Der hat da eine Atronach beschworen und er hat drin die Hütte verbrannt, die Frecke. Ja, so kommt's, wenn man mit dem Feuer spielt. Ja, super. Du Hüppel, du stehst mir ein bisschen im Weg. Er hat da mit Atronachen rumgespielt und er hat ihm daheim die Hütte verbrannt, die Verreck.
Nee, 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 nee. Nee, nee, es Hasi, es Hasi. Oh, es Wölfli. Oh, jetzt habe ich einen bald den falschen abgeschlagen. Sorry, hä? Habe ich das schon nicht wollen. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja, jetzt sollte ich eigentlich da links rauf haben, hä? Irgendwie. Dort. Irgendwie. Was ist denn hier noch? Ja, ich muss auch tauchen, hä? Es ist da morgen um 4 Uhr und das flashen wir. Das flashen wir rum da. Wie das tönt mit dem Gitter da, das ist cool. Ja, mit dem Kopfhörer, das ist halt schon cool. Stereomässig so. Hä? Und der liegt da schon länger da, durch wie du. Er liegt da schon länger da. Schützburg. Oh. Er ist mir auch nicht gut gesinnt durch mich. Wahrscheinlich. Fackel. Der Schlüssel von Schützburg. Jawohl. Sturmmantel. Sturmmantelpanzer. Ja, ich glaube, ich nehme es mal mit. Hat jemand Lust, den Sturmmantelpanzer anzulegen von euch? Nicht wirklich, nein. Da ist noch Kiste. Mitnehmen. So. Oh, das ist dann ein Fleischbraten vom Sträubsten. So, jetzt. Es geht auch hier rein. Ah, die Befehle wollte ich lesen. Almirs Befehle. Ihr werdet zu den Ruinen von Schützburg aufbrechen, um dem Drachenblut dort die Maske abzunehmen. Wenn ihr entdeckt werdet, dann gebt euch als Offizier aus. Es ist unwahrscheinlich, dass irgendjemand in Himmelsrang clever genug ist, um diese Verkleidung zu durchschauen. Sobald ihr die Maske habt, bringt ihr sie nach Labyrinthion. Was für eine Maske? Von mir? Nach Labyrinthion.
Ja, da führt jemand etwas im Schild mit mir. Und ich nicht weiss was. Irgendwie. Oh, es sieht geil aus. Oh. Geister. Geister. Alte Nordrüstung. Oh, die ist aber geil. Ja, die ist cool. Und Ich bin ja. direkt hinter euch. Nicht Lydia, ja. Oder Lydia. Lydia. Bin immer noch da. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich Ja, habe es sieht geschworen, gut eure aus. Last zu tragen. Es sieht gut aus mit dem Helm. Aber ist noch die. Ja, es sieht heiß Ihr geht aus. vor, ich folge. Ist cool. Yes. Sieht heiß aus. Ich muss da die Save machen. Oh! Aua! Leck, bin ich jetzt zerklüpft. Jesus Gott. Hey, mein Herz. Shit. Oh. Ui. So. Drachenpriester doch. Das sieht noch geil aus. Und dann nehme ich auch mit. Da tust du mich nicht anknurren, hä? Stray Doggy. Nein. Das ist wieder cool, jetzt habe ich einfach noch einen Hund bei mir. Und da liegt einfach so ein Geldbeutel. Oh. Kiste. Alter, du stehst mir ein bisschen im Weg, liebe Frau. Noch ein bisschen. Sonnen. 14 Gold. Alles Nordzeug jetzt da. Ja, ich habe es gerade vermutet, dass da Leute kommen. Ja, jetzt bin ich natürlich. Ja, so ein Ort. Und das nehme ich nochmal.
Ich gebe euch Lydia, ich wollte so eine Ich eine habe Rüstung, geschworen, die noch eure mitnehmen. Last zu tragen. Das ist die gleiche Rüstung, die Dings hat. Sag schnell, Daniela hat die gleiche Rüstung an. Ah, eben, das sind die Haare, oder? Die Haare, die ich montieren kann. Ich hätte da noch einen braunen. Ist das besser? Dann mal los. Das ist ja noch heiß, he? Ich lass mal so. Bin immer noch da. Und jetzt noch Ohren. Silberring. Aber da hat es doch zwei gehabt, wie der andere schon plündern. Ah, hier. Ja, ich nehme es mal mit. Und ich nehme es mal mit und er... Lydia, wo bist du? Lydia, hallo. Lydia. Ja, halt... Nein, aber du hast es nicht nehmen, weil sonst lässt. Lydia, komm. Hier. Bin immer noch da. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Jetzt wollte ich etwas über tun. Jetzt, als nächstes tue ich mir dann so ein paar Dings basteln. Sag schnell, Bags machen, dass ich ein bisschen mehr tragen kann. Ja. Machen nicht. Dann mal los. Dass ich dann ein bisschen mehr tragen kann. Oh, das ist noch ein Buch, wenn wir das heute lesen. Aber ich habe gar keinen Bock für das Lesen. Hören die Leute, ich tue das heute so durchblättern. Wer es möchte lesen, kann sich das selber heute durchlesen. Die bitte die Wachbelagerung. Ich mag grad nicht im Moment. Wer will, kann sich das durchlesen. Das wird dann so ein bisschen sein, was da drinnen passiert ist, was da drinnen abgeht. Warum dass die Geister da sind, so. Elfen. Aber ich habe gerade keine Lust zum Lesen. Ich will jetzt noch ein bisschen weiter rein. Oh. Oh. Hm. Shit. Sind die alle im Bett gestorben, du? Sieht danach aus, du, das ist eine Masse. Ja, muss ich es echt gleich heute lesen. Schwaches Gift. Überall sind die alle vergiftet worden, hä? Oder wie?
Ja, schau. Schwaches Gift des langen Leides. Sie sind doch alle vergiftet worden. Da. Im Bett. Hure schräg. Muss ich es auch gleich gut lesen? Ist es das gewesen? Ja. Ja, ist das gewesen, oder? Ja. Auf Befehl von König Harald begab sich unsere Kompanie im Einmarsch an die südliche Grenze unserer Territorien, um so zu versuchen, die Schneeelfen nordwärts abzudrängen, wo sich der Hauptteil der Streitmächte befand. Die ersten paar Tage stießen wir auf heftige Gegenwehr, aber als wir uns dem östlichen Ufer des Honitsees näherten, begegneten wir immer weniger von ihnen. Wir erhalten seit kurzem Berichte über Angriffe hinten beim Honitsee und von der Front kam die Order, dass wir uns zurückziehen sollen, um unsere Nachhut nicht ungeschützt zu lassen. Wenn sich dort ein Stützpunkt der Elfen befindet, werden wir sie gewiss aufstöbern. Es mag sich unwahrscheinlich anhören, aber wir scheinen auf eine gewaltige Festung der Drachenkultisten gestoßen zu sein, die eigentlich seit dem Drachenkrieg als ausgelöscht galten. Die Elfen werden warten müssen, denn diese Gefahr können wir nicht einfach ignorieren. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vielleicht überrumpeln und eine langwierige Belagerung vermeiden. Die 3. Woche der Belagerung. Die Männer werden der Kälte überdrüssig und alle vermissen ihre Familien. Wenn uns dieser verfluchte Sturm nicht überrascht und unseren Aufstieg verlangsamt hätte, hätten wir das Kloster vielleicht einnehmen können. Aber nach Lage der Dinge werden wir wohl noch einige Wochen lang auf ihre Mauern einschlagen. Ich habe Harald benachrichtigt, er soll einen der Meister der Stimme schicken, um uns zu helfen, die Mauern einzureißen. 4. Morgenstern. Wir haben mit Hilfe des jungen Meisters der Stimme ihr Haupttor durchbrochen, aber der ungestüme Bursche hat dabei einen Pfeil in den Hals abgekriegt. Wie es aussieht, wird er sich wohl bald zu der Nacht nach Sovngarde gesellen. Die Kultisten haben sich ins Innere des Klosters zurückgezogen, aber bald werden wir auch diese Verteidigungsstellung gestürmt haben. Je eher, desto besser. Auf diesem Berg ist es verdammt nochmal zu kalt. Heute sind wir ins Kloster eingedrungen, haben jedoch all seine Insassen totauf vorgefunden. Wie es scheint, haben sie die Treppe zum Refektorium absichtlich zum Einsturz gebracht, und sich das Leben genommen. Einige scheinen sich die Pulsadern aufgeschnitten zu haben, bei anderen haben wir leere Fiolen gefunden. Die meisten von ihnen scheinen an einer Vergiftung gestorben zu sein, aber merkwürdigerweise haben wir nicht so viele Fläschchen gefunden, wie man angesichts der Zahl der Toten erwarten würde. Wir werden hier übernachten, anstatt in der Kälte zu frieren. Morgen früh werden wir die Katakomben erforschen, um zu versuchen, einen anderen Weg zu den oberen Etagen zu finden. Möge die Acht uns vor Drachen und Verrückten schützen. Mögen die Acht uns vor Drachen und Verrückten schützen. Wir haben heute die Hälfte der verbleibenden Männer verloren. Wir entdecken einen Brunnen in den Katakomben. Er war zwar verschlossen, doch mehrere Eimer waren bereits gefüllt worden. Aus Freude darüber, endlich etwas trinken zu können, ohne Frostbeulen auf der Zunge zu riskieren, tranken 40 Männer davon, ehe wir sie aufhalten konnten.
Nur die Götter wissen, wie die Kultisten das schreckliche Gift in ihren eigenen Wasservorrat geben konnten. Wir haben mehr Männer an dieser Katastrophe verloren als bei der Eroberung des Hofes. Der Brunnen wurde von dieser Seite verschlossen und der Schlüssel muss sich irgendwo in den Katakomben befinden. Aber hier gehen die Geister der toten Kultisten um und die Männer sind demoralisiert. Da ist es die Suche einfach nicht wert. Sollten diese gottverlassenen Kultisten sich doch ins Reich des Vergessens trinken. Schluss, aus. Die obere Tür im Innenhof verfügt über eine Art Barriere, und unsere Magier glauben, dass das Opfer, welches hier vollzogen wurde, sie mindestens für einige Jahrzehnte aufrechterhalten wird. Die haben sich eben tatsächlich vergiftet, oder? Irgendwie. Warum, weiss man noch nicht so ganz, aber wir werden diesen verfluchten Ort morgen verlassen, um uns neu zu formieren und weiter nordwärts zu marschieren. Doch ich werde dieses Tagebuch hier zurücklassen. Wenn in 1-2 Zeitaltern das Gift abgeklungen ist, findet vielleicht jemand einen Weg hinein und kann sich vergewissern, dass die Kultisten ihr gerechtes Schicksal erlitten haben. Doch eben die haben sich tatsächlich vergiftet. Ja, das denkt man. Warum, weiss man noch nicht so ganz. Auch weil sie belagert wurden oder so. Aber ja, können wir mal schauen. Jetzt sehe ich gerade auf die Uhr, wir sind auf 32 Minuten. Ich mache da heute einen schnellen Schnitt. Und mehr als eine halbe Stunde. Ja, machen da heute einen Schnitt. Dann bis zum nächsten Mal, dann gehen wir da weiter rein und schauen, was da los ist mit diesen Geisterokkultisten. Okay, bis dann. Tschüss.